Also ein Leiche, einer von unseren Tatau-Kollegen. Das ist ganz leer, was nur $1 dabei hatte. Ja, ja, easy. Das Geld ist eigentlich auch ein Furz, finde ich, weil ich habe das grösste Portemonnaie, das es gibt, glaube ich, kann 10'000 Steine rein tun und ich weiß gar nicht, für was dass ich noch grosses Geld brauche, außer für zwischendurch ein bisschen Munition. Jetzt wollte ich mich nur schnell vergewissern, dass ich nicht am falschen Ort runterrassle. Aha. Also der optimale Winkel, hä? Der optimale Winkel wäre eigentlich von hier oben sogar. Hey, nein, was ist los, Mann? Es wäre im Hintergrund noch etwas am Absaugen, aber das ist eigentlich nicht der Fall. Aber eben, die Fraps ist einfach... Und ich habe eine legale Version, also danke nochmal am High Voltage. Aber irgendwie das Teil schafft eben nicht so sauber. Die Hoodie, okay. Oh, scheiß Lustiger. Fuck. Was das Leben kostet. Ja, was soll's. Komm schon, explodieren. Ja, schön. Bäume und alles bewegt sich, Rauch sieht geil aus, Explosion sieht geil aus. Was mich leider nicht ganz so geflasht hat, und das sehen wir jetzt da unten gerade schön, ein wunderbares Beispiel. Das Feuer ist auch cool, wie es brennt natürlich, auch aus dem zweiten Teil kennen wir das ja schon. Oh Scheiße, jetzt muss ich schnell schauen, dass ich nicht selber verbrennen. So. Das sieht eigentlich auch easy aus und vor allem kann man richtig Gegner schnitzen, wenn man so ein Gebiet in Brand setzt. Es gibt auch Gegner, die mit Molotov-Cocktails rumlaufen, eigentlich aber nur die abschießen und dann sind die anderen dann auch erledigt. Und eben, es sieht eigentlich schon, es sieht wirklich auch gut aus. Klar, die Bäume einfach so ein bisschen rot, naja, aber das Problem, das ich dann eigentlich habe, klar ist es jetzt hier dunkel und man sieht eindeutig, wo es runterbrennt ist. Aber wenn du nachher gehst, schauen, die Kräutchen sind alle noch genau gleich hier, Blättchen und alles. Es hat einfach jetzt die... Ah, und die ist nicht einmal verbrannt, super. Es hat jetzt halt, wie soll ich sagen, eine dunklere Textur bekommen, aber that's it. Und eigentlich ist es ein bisschen schade, weil sie hätten hier eigentlich nur ein paar Erdtexturen oder so reinklatschen und dann hat sich das dann schon schöner gegeben. Ist jetzt aber nicht so tragisch. Ja, ich weiss jetzt gar nicht. Ah, okay. Ja, das ist also eine interessante Insel. Da bin ich jetzt schon noch gespannt drauf. Und um ganz ehrlich zu sein, bin ich nicht ganz sicher, wieso dass ich hier schon so einen Schnellreisepunkt jetzt habe. Darum bin ich jetzt noch geschwind dort rüber. Also ich muss dort schon mal gewesen sein in diesem Fall. Tun wir schnell Munition nachfüllen. Ah, mal 1200, also ja, man kann es schon brauchen. Aber eben, ich habe jetzt auch fast keine mehr von diesen Kisten gerade aufgenommen, letzte und so. Egal. 20% Rabatt ist immer cool. Noch ein bisschen Crap verkaufen. Mit X auf der Xbox kann man schnell verkaufen von diesen Sachen, die nur zum Verkaufen eigentlich brauchbar sind, machen. Ist extrem hilfreich. So verliert man nicht allzu viel Zeit. Schnell überlegen, hoi. Weißt du, eigentlich kommt mir das hier nicht bekannt vor. Ja, aber eben, man ist natürlich auch nicht immer ganz genau gleich aufmerksam der Story gefolgt. Obwohl das ist natürlich schon mitverfolgt habe. Bin ich zwischendurch auch schnell ein bisschen surfen, wenn wieder eine Zwischensequenz ist gekommen. Ja. Aber bei den meisten habe ich schon zugeschaut. Das muss ich gar nicht so Crap erzählen. Eigentlich sollte ich einfach vielleicht ein bisschen besser der Story folgen, ein bisschen aufmerksamer sein. Aber so grob gesehen habe ich, glaube ich, schon geschnallt, um was es geht. Man ist da irgend so ein Flüchtlingsindianer. Ah nein, das ist ja im Assassin's Creed. Oder auch nicht? Am Anfang spielt man, glaube ich, als Vater, näher als Sohn, aber das ist ja schon so halb Indianer, weil der Vater ja offensichtlich mit einer Indianerin etwas hatte, so ein kleines Techtelmechtel. Hey, nein, es ist... Wow. Ja, ich fange schon wieder an mit wow, aber es ist eben schon geil. Es ist eben schon richtig geil. Und eben PC hat ja mittlerweile schon viel mehr Power als Konsole. Aber man kann eigentlich... Jetzt habe ich wieder das Dilemma, eigentlich möchte ich schnell ganz auf den Berg, um zu schauen, was da ist. Und andererseits wollte ich runter zum Funkturm wollen. Und genau so Sachen passieren mir eigentlich ständig. Darum gehe ich schnell auf den Berg, dann kann ich dann runterfliegen. Und dann passt das. Also. Ah, du gehst jetzt wieder das Loch ab. Hey, nein, jetzt werde ich hier
fast ein bisschen verarscht. Und hier, man kann natürlich schon nicht allzu steil raufsäckeln. Mhm. Jawohl. Das ist ein bisschen leid. Soweit ich verstanden habe, kann man 25% Schadensreduktion vom Fall als Skill bekommen. Aber mehr nicht. Und ja, ich weiß nicht. Es wäre noch cool gewesen, wenn wir im Call of halt auch als Perk eine Fähigkeit hätte bekommen, wo man dann gar keinen Schaden mehr nimmt beim Fallen. Aber eben für das gibt es ja das Ding. Der Wingsuit eigentlich. Schönes Mündli. Also probieren wir den nochmal. Rauf mit dem, yep. So, Mama, das geht gäbig. Hey, nein, Moment, schnell. Ich springe jetzt daher, dass ich hier auf dem Turm landen kann. Nein, jetzt hat es mich drüber geschmissen. Schade, schade. Und ich denke, wenn ich gerade reingerötzt hätte es mir auch nicht allzu gut getan. Fuck you. Gut, vielleicht bin ich mit den Scheichen schon viel weiter unten gewesen, als ich gemeint habe. Aber wenn ich den Schirm zumache, möchte ich eigentlich schon noch selber entscheiden. Also schaut da unten, die Bastarden. Die fahren weg. Das haben sie gescheit gemacht. Ja, wir haben ja hier noch so Minen, die habe ich eigentlich noch nie wirklich gebraucht. Keine Ahnung, ich muss ein altes Gebiet. Gut, mal zwischendurch gibt es Missionen, wo man das Gebiet ein bisschen beschützen muss. Aber ich finde, da jetzt meistens ein kleines Geschütz oder ich habe genug Firepower, um die Sachen fertig zu machen. Also. So, ja, wisst ihr was? Ich zocke jetzt einfach noch ein bisschen, weil ich habe echt Bock gerade und sonst kann ich das Video einfach halbieren, das geht ja auch. Ui. Ja, cool. Das ist eben schon noch gäbig. Jedes Mal, wenn Andrücken, Climb auftaucht oder Klettern halt auf Deutsch, dann funktioniert es eigentlich auch. Und das muss ich sagen, schätze ich eigentlich schon, weil ja, eben so Sprunggames, Klettergames, die dann auch nicht richtig verheben, können sehr frustrierend sein. So, cool. Was? Wow. Hey, nein, weißt du, zwischendurch sollte man sich nur mal 360 Grad drehen und dann wären alle Fragen beantwortet. So. Jetzt, hey, nein, wollen die sich jetzt echt ein bisschen lustig über mich machen? Seht ihr es? Ist es hier unten? Es könnte sein. Es könnte sein. Ja, voll. Wow, okay. Auch nicht so schwierig gewesen. Aber ja, das hat es jetzt noch nie gegeben, dass ich wieder einen Stock haben musste. Also eben, so die Sachen, die sich gerne wiederholen, sind eigentlich eher selten. Klar kann man sagen, ja, immer wieder Gegner fertig machen und so. Irgendein Grundkonzept muss ja jedes Game haben. Und die aus 1000 Minigames cool bestehen, sind aber auch nicht so flashig. Irgendwie kommen wir dort rauf auf den Gipfel. Oh, und eine Höhle. Die ziehen wir rein. Es ist immer ein bisschen schwierig, sich zu orientieren, aber eigentlich sollte so eine Reliquie hier angezeigt werden. Da unten war es doch gewesen. Nicht mit schwierig zu orientieren. Cool. Und der Quad ist auch noch dort. Ist mir immer sehr sympathisch. Also. Ja, die Skillpunkte verteile ich da, aber so wichtig scheint mir das nicht zu sein. Nein, ich habe mich schon auf eine Höhle... Hey, was ist das? PP90? Ich habe mich schon auf eine Höhle gefreut, wo ich anschauen kann. Und jetzt ist das nur so eine Nische hier. Ja, von diesen Reliquien habe ich jetzt schon die eine oder andere, aber ja, ich habe 37 von 120. Das ist schon ein paar scheissige Gegner. Fuck you. Wo? Aha. Ja, komm, make it quick, genau. Was mit dem RPG? Das sind wie die Vollidioten im Call of Duty, die sonst nicht auf die Reihe bringen. Und dann nehmen sie einfach mal den RPG aus schlechten Moment zum Nachladen. Hey, ist hier eigentlich die ganze Verwandtschaft schnell zu Besuch? Oder was geht da jetzt ab? Woher sind jetzt die gekommen? Alle hier innen gewesen. Das ist ja fast ein bisschen schwul, hey. Gut, also, was haben eigentlich die so dabei? Eben, ich bin schon ein bisschen faul geworden und habe auch nicht mehr so viel von diesen Gegnern ausgelootet oder eben durchsucht.
Aber es ist immer wieder lustig, wenn sie irgendwelche flauschigen Handschellen dabei haben oder irgendwelche Meth oder Crackpfeifen oder so. Eben, man merkt das Detail überall. Also, endlich ein Quad. Ich liebe die Teils. Aufsteigen und losbrettern heisst es. Ja, come on. Da gib mir. Also, ich konzentriere mich schräg. Ja. So. Solange das auf den Wegen bleibt, geht es eigentlich noch. Fuck it. Schön die Kurve noch kriegen. Jetzt geht so gerade das Loch ab, okay. Der Quad ist eben wirklich easy. Er hat nicht so eine hohe Endgeschwindigkeit, was sicher auch auf größere Geräte zurückzuführen ist. Aber das spielt eigentlich gar nicht mal so eine Rolle, weil das Teil geht eben schon gut ab. Und ist eben auch extrem wendig, logischerweise. Die Radstange ist sehr nahe beieinander und ja gesehen. Souverän. Ja, zum Glück nicht den überrasselt. Jetzt gäbe es noch so ein Werkzeug, das ich den Karren reparieren könnte. Ja, ich weiss aber nicht, wieso dass sie von mir wegsäckeln. Ich habe ja genau die gleichen Tattoos wie ihr Jungs und so. Fühle ich mich aber schon ein bisschen ausgeschlossen. Nein, eh nicht. Die Story ist ja sogar so, dass jetzt hier der Charakter, den wir sind, Jason Brody, der Anführer ist. Wieder ein kleiner Spoiler, aber eben. Der Chef von einem Total. Eine erotische Szene hat es sogar auch gegeben. Hier gehört ihr auch Pfeifen. Da ist wieder mal so ein Brief am Rumliegen. HGs, Schwanzkästen, Goldchats, Poker kann man eben auch, ja, habe ich schon erzählt, stimmt. In einer Mission muss man sogar ein bisschen, einfach eine Runde, aber ich habe gedacht, ich kenne mich zu wenig gut aus, ich gehe einfach all in. Dann habe alle Schiss bekommen, ich habe die Runde gewonnen. Das ist von dem her schon positiv verlaufen. Eigentlich möchte ich schnell... Wobei, ich kann ja in jeder City und so, genau, kann ich auch Karten, so Schatzkarten und so kaufen. Darum ziehen wir das jetzt geschwind rein, hoffen, der Dörf packt mich vorher ab. Zum Teil würde ich mir schon noch wünschen, dass ich in so eine Third Person, also von hinten auf den Rücken schauen, Perspektive schalten könnte. Es würde es aber noch interessant machen, auch zu sehen, wie das Zeug dann aussieht und die Positionierung der Kerne und alles. Aber das passt eigentlich schon noch gut. Dass man nicht kann, weil so fühlt man sich, keine Ahnung, im Charakter vielleicht ein bisschen mehr verbunden oder so. Whatever. Also, jetzt geschwind schauen, was da eigentlich alles gegeben hat. Noch geschwind das zeigen, dass sie die Waffen, genau, die ich eben freischalten kann mit diesen Uplay-Punkten. Oder... Mal heisst doch. Ja, aber das ist so eine, so eine dicke 44 Magnum, aber ich habe keine Pistole gerne, wo oben drauf so ein Optical drauf ist. Dann bekommt man hier eine Bombbeat M133, auch ein bisschen verbessert, aber eben die gefällt mir am besten, Mann. Holy Cannoli, das ist ein richtig dickes Ding. Und das Gute ist eigentlich, der Schaden ist bei dieser voll. Der ist voll. Und sie hat auch volle 5 Sterne. Ja, noch kannst du nichts sagen. Also, jetzt hole ich mir schnell hier. Welche habe ich mir jetzt genommen? Items, genau, weil das Loot ist eigentlich nur für Geld zu machen und ich finde, wenn man die Items findet, bekommt man auch Geld oder findet nebendran etwas. So. Yeah, das war's auch schon. Jetzt gehen wir schnell schauen, was hier für neue Dinge. Das ist Desert Eagle oder was? Nein, hier haben wir ja, das ist doch das Ding. PP90 M1, oder? Probier dich mal. Ja, aber ich finde, ich brauche eigentlich schon Schalldämpfer. Oh, schade, die hat kein grösseres Magazin. Und Zeit sind eigentlich für den Arsch. Alle, weil mir denkt es spiegelt aber fast ein bisschen. Oder wenn es Nacht oder Tag tust, auch ein bisschen einen Nachteil. Zum Zielen finde ich einfach über noch die Waffe eigentlich am besten, aber mal, ich finde es wirklich am besten. Schnell schauen, hier klein färben. Oft entscheide ich mich für Jungle. Grün ist meine Lieblingsfarbe und darum passt das gut. Jetzt tun wir die noch schnell zuweisen, tun wir die MP5 auswechseln, also Shotgun haben wir das Bass bekommen. Ja, die ist eben schon chillig. Und seht ihr hier die normale, ja eben M133 ist schon nicht so gut. Also es lohnt sich wirklich die Uplay-Punkte. Da interessiert mich eigentlich nichts, weil eben...
Okay, das ist einfach die normale. Und seht ihr, die hat beim Schaden nicht ganz so viel. Ja. Aber man kann 3 Attachments drauf tun, das ist noch cool. Was ist denn mit der hier? Die ist überall ein bisschen besser, man ist noch ein bisschen langsamer, aber man kann dick reinhebeln. Dann nehme ich sie doch gerade. Es ist gratis, ein grosses Magazin ist Pflicht in meinen Augen. Aber dann eben mit diesen Dingen, mit diesen Visier, willst du mich verarschen und inwiefern erhöhe die Mobilität? Das ist doch das ist ein bisschen ein Witz. Machen wir doch ein Reflex. Nein, ein Rohpunkt. Ja, ein Reflex. Ja, ein Rohpunkt. Whatever. Also gut. Cool. Ah nein, Ding noch. Genau, die Farbe. Ja, Fire ist eigentlich auch ein stylisch. Nehmen wir doch mal so etwas. Ein bisschen orange. Ja. Granaten, Raketenwerfer habe ich nicht so gerne. Die sind mir einfach zu laut. Hier ist eben das Reparatier das Auto. Das Reparaturtool. Flare Gun. Eine Leuchtpistole hat einfach nur einen Schuss drin. Ist auch gut, um etwas zu entzünden. Aber hallo, einen Schuss nachladen. Dort habe ich nicht einen Slot für das verschwendet. Der Pfeilenbogen ist eh auch cool, aber ich warte noch geschwind, bis ich näher alle Fähigkeiten habe für den. Und der Flammenwerfer macht einfach richtig Schaden, wenn man eben etwas anzünden kann, logischerweise. Yeah. Also jetzt werden wir hier wieder gut eingedeckt. Schönes gepunktetes Schweini. Jetzt hat die einen Schalldämpfer drauf, aber jetzt schießt es ein bisschen. Und dann nachladen. Ja, voll! Ist es! Hure geil. Hure geil. Ja. Yeah. Nein, Jungs. Jetzt habe ich... ich muss F5 weiter... okay, herzoomen. Cool. Also komm, wir holen euch noch ein Schätzchen hier. Gehen wir das holen. Das wird ja nicht allzu schwer versteckt sein. Was haben wir jetzt hier noch dabei? Okay, die dicke, jawohl. Und das Maschinengewehr. Nein! Das hasse ich eigentlich, weißt du? Ich habe es jetzt verhängt auszurüsten. Okay. Zeigt es hier weit unten an, also jetzt nicht gerade verkacken. Wie weit ist es echt? Ganz unten auch, he? Also, let's try. So, jetzt machen wir den Fallschirm auf und dann tun wir einfach wenden. Ja, nein, es ist super, dass man nicht den Wingsuit und den Fallschirm hat. Und uns schnell ein Bild von dieser Seite machen. Hey, nein, die Wang rein. Jetzt, das Beste, was ihr machen könnt, ist eigentlich nicht sterben. Für die, die es noch nicht gewusst haben, wenn man stirbt, verliert man gar nichts, keine Erfahrungspunkte, kein Geld, keine Ausrüstung, nada. Von dem her ist es noch nicht gemacht, aber fuck, gleich scheiße verschissen. Eben, was man machen kann, ist gegen die Wange sich drehen und gegen die Wange säckeln. Das tut auch den Aufprall ein bisschen mindern. Und zum Teil geht man dann gar nicht. Es ist zwar auch unrealistisch, aber spielt jetzt gar keine Rolle. Fuck! Hey, nein, das war wieder alleine. Und ich nehme jetzt mal an, dass man auch hier unten rein muss. So eine Bucht weist da immer auf das hin. Dann probiere ich es doch jetzt gerade mal so, weil offensichtlich war an der Wange jetzt gerade nichts, außer mein Tod. Oder ist es echt auf diesem Plateau hier? Nein, komm, ich gehe schnell hier runter. Nein. Das ist effektiv auch so ein bisschen als Absprung gedacht in diesem Fall. Also, let's get it on. Schön. Hey, der Wingsuit ist so cool und wisst, wow, es verzieht. Yeah. I like. Oh, wenn man nicht mehr so viel sieht, aber ich kann mir vorstellen, der Typ trägt auch keine Brille oder so. Weißt du, wo sie alle zum Fallschirmspringen und so auch brauchen. Und treibt er das recht Tränen in die Augen. Also mal schauen, ob wir hier einfach jetzt ohne weitere Probleme landen können. Ja, es hat nur sehr wenig Schaden gemacht, das ist cool. Hey, nein, wo ist jetzt das? Ah, so weit oben. Hey, nein, das glaube ich ja nicht. Fuck! Scheiß auf das, scheiß auf das. Eben ja, es wird dann aber schon ein bisschen herausfordernder. In Bezug auf die Urnen, Reliquien finden. Ich gehe jetzt schnell aufs Böteln. Ja, nein, der Wingsuit ist super, man muss nicht einmal allzu weit rausspringen. Ah, das ist ein Jetski, jawohl, das ist natürlich auch immer spassig. Landen wir schnell im Wasser, easy, komm. Ja, jetzt musst du nicht so tun, als hätte das wirklich etwas gemacht. So, und dann ziehen wir schnell ein bisschen links rüber. Ja, offensichtlich hier vorne, der Berg.
ist etwas, das man vermutlich nicht besuchen kann. Aber was ich mir schon überlegt habe, quasi auch noch für möglich halten und was ich für extrem cool würde finden, wenn sie noch eine Insel würden verstecken, die eben auf der Map nicht angezeigt wird. Vielleicht gibt es irgendwann mal so einen Hinweis auf die. Fuck, schon wieder Gegner, Mann. Dann haben wir wimmelt von den Asis. Sie müssen einfach die Dinge noch ein bisschen fertig machen. Die scheiß Lager von diesen Typen. Eben ja, es wäre extrem cool. Im Just Cause hat es ja das glaube ich auch gegeben. So eine Insel wie im Lost oder so. Hey, das sind richtig viel. Das sind richtig viel. Holy fuckeroli. Also komm. Also jetzt chillen wir schnell ein bisschen. Wobei, chillen habe ich nicht grosse Zeit. Auch nicht allzu lang. So. Aber die ist schon wieder ein bisschen verkackt, weil es ist... Nein, dort wäre ein Fässchen gewesen. Oh shit. Jetzt habe ich mich hier von hinten anschleichen. Hinten mir schon einen. Ja, super. 2. Jetzt höre ich aufs Auto ein, das muss ich einfach schon sagen. Wie gesagt, mein Aiming ist auch nicht mehr so gut. Wie vor Jahren. Und von dem her ist das mit dem Auto eben schon schnittig. Ich hätte einfach das Teil in die Luft jagen. Fuck it. Aber so Zeug sehe ich auch bei viel Sport nachher. Das war jetzt nicht einmal so ein Posten von denen. Schade. Sehe ich da oben einen Funkturm? Hey, nein, Jungs, das kann so jetzt... Hey, die haben wir nicht gesehen. Geil, ganz geil. Aber habt ihr gesehen, von wie weit dass die zu Hilfe eilen? Komm, get out, get down. Und da muss man nicht zielen. Einfach rechter Stick. Und ich meine, plus 100 Erfahrungspunkte für 2 Gegner zu meucheln, ist nicht schlecht. Da gibt es nur noch etwas, was besser ist, indem dass man mehrere in einem Combo hinten nachher immer wieder von hinten messert. Das sieht leid aus. Hey, nein, hat die das Reparaturteil genommen? Ja, ja. Eben ja, mehrere Messer, da gibt es wirklich noch viel mehr Combo-Punkte. Aber häufig stöße ich eben zu wenig nahe beieinander. Komm, ich bin noch hässig von vorhin, Mann. Ich bin wirklich noch hässig von vorhin. Gut, ich brauche noch länger zu weinen. Die haben es nicht einmal geschnallt, oder? Gut. Die Explosivmunition ist glaube ich eben so, dass sie etwas muss treffen muss, ein Auto oder ein Mensch, dass sie explodiert. Hey, nein, sie haben es wirklich geschnallt. Mal, der Karren ist Ding, der brennt so halb. Zieh die her, komm, zieh die einfach. Asiator. Ja, nichts gegen Asiaten, nichts falsch verstehen, sondern mehr gegen Asis. Hey, nein, das Feuer ist schon geil. Also, hier oben könnte es... Sieht auch stylisch aus. Hier oben könnte es ein Ding haben, eine Rune. Was, 5'500? Wo habe ich dort so viel Geld verprasselt? Sind das effektiv die Waffen, die ich gekauft habe? Ich habe gemeint, die waren gratis. Ja, ja. Wobei 1200 für die Moon und dann noch ein paar Aufsätze. Shit. 2, ja. Okay, easy. Das war jetzt wohl stressfrei. Ah nein, da hat es einfach wieder so ein Absprung-Ding. Hey, nein, es ist so coole Sache, dass sie das gemacht haben. Und mit dem Wingsuit habe ich es doch jetzt eben langsam mal im Griff. So ziehen wir schön drüber und dann geht ins Wasser. Ich würde sagen, den Angriff starten wir vom Wasser aus. Ich hoffe, das geht. Yep, ohne Schaden zu nehmen. So. Finde ich sehr sympathisch, obwohl es hat auch schon ein bisschen weh gemacht. Kleinere Gehirnerschütterung. Also, schnell schauen. Da ist das Ding. Das ganze Grünzeugs, die Flora und die Fauna ist eben schon ein bisschen anders als noch im auf der ersten Insel, wollte ich jetzt sagen. Ist aber auch noch cool. Die Inseln unterscheiden sich leicht. Also. Hey Asi, das ist jetzt aber so ein Armeetyp. Der Feldstecher. Wow, das habe ich auch noch nie gesehen. Da oben ist glaube ich auch einer, oder nicht? Ah. Nein, das ist so ein Alarm-Shit. Kann ich echt ausschießen? Ja. Aber sie haben etwas mitbekommen. Gut, das bedeutet Nummer 1, Position wechseln. So kann man es auch begebig verarschen. Und ich weiss, ich kann jetzt einfach reinstürmen, so wie es der Quasti beim Assassin's Creed macht. Aber ich tue eben schon gerne zuerst ein das Gebiet schnell sondieren. Und mich dann eigentlich in dem Sinn aus einer überlegenen Position auf die Siechen stürzen. Hier oben sicher auch einen. Nein, okay.
Meistens ist dort ein Sniper oder einer mit dem RPG drin. Da haben wir noch einen. Das war ein Sniper, ja. 2. Okay. Da steht auch noch ein Typ. Der eine. Und die Alarmanlage hier hinten auch. Weil wenn sie Alarm können einschalten können, dann kommt dann innerhalb von 30 Sekunden, glaube ich, Verstärkung. Und wenn ich die Alarmboxen nicht zerschiesse, deaktiviert das nur die ich zerschiesse. Wenn ich sie aber von Hang manuell also ausschalte, dann deaktiviert es gerade alle. Also effektiver wäre es natürlich, wenn man gerade alle ausschalten würde. Hier oben, das Hütchen scheint mir eigentlich noch eine gute Deckung zu bieten und wird mit höchster Wahrscheinlichkeit auch ein Fenster haben. Oh shit, der findet jetzt gerade die Leichen. Ja. Nein, kein Fenster, aber eine Tür, wo man gut rausschauen kann. Hier ist der zweite, gut. Nein, das sind sehr viele Bursten. Hier hat es auch noch so ein Alarmding. So. Man kann eine Fähigkeit freischalten, dass während dem Zoomen wird auch nachgeladen. Am Anfang muss er ja immer aus dem Zoom raus nachladen, dann muss er wieder rein. Und mir gefällt das eigentlich, wenn er rausgeht zum Nachladen, weil dann kann ich mir schnell einen Überblick über die Gesamtsituation verschaffen. Und das ist schade, dass man das nicht manuell einschalten kann. Also, weißt du, fahren sehr viele Kehren durch, das kotzt mir fast ein bisschen an. Hat es hier nochmal? Nein, da habe ich zerschossen. Also ich glaube, die Alarmdinge sind alle kaputt. Und jetzt rein von meiner Situationsfuck-Analyse, das hat noch gelangt, hoher Schwenk gehabt. Würde ich eigentlich sagen, dass wenn ich von hier hinten komme, dass meine Chancen relativ gut sind. So. Jetzt hier gibt es zum Glück auch immer wieder Möglichkeiten zum Einsteigen. Sie sind sehr lausig mit dem Verschließen von ihren kleinen Camps. Oh, da vorne ist einer mit dem MG. Willst du mich verarschen? Ganz geil. Also. Die Frage ist immer, wo sie her schauen. Der schaut zu mir, die schauen an. Das ist eigentlich die unglücklichste Situation, die es gibt. Jetzt würden alle wegschauen. Irgendwie kann ich die Typen, glaube ich, von oben verschließen. Nein, das war jetzt gar nicht gut gewesen. Das war gar nicht gut gewesen. Aber es hat es niemand geschnallt. Nein, das glaube ich jetzt echt nicht. Oh schön, das macht er automatisch. Willst du mich verziggern? Willst du mich verziggern? Komm nicht, gib dir die Spritze. Oh fuck, nein, ist das leid. Also gut, das ist eben auch eine neue Fähigkeit, die ich erlernt habe, dass er sie von oben fertig macht. Ich habe auch das Video geschaut, wenn man sie ausführt, aber das hat mich jetzt gerade ein bisschen überrascht, was hier passiert ist. Oh ja, das hat mich jetzt auch ein bisschen überrascht, was hier passiert ist. Also gut, ihr habt gesehen, Schleichen. Wie schon gesagt, es gibt viel mehr Erfahrungspunkte, aber es ist schon schwieriger, also keine Frage. Wenn man einfach reinballern kann, ist es meistens schon massiv einfacher. Aber dann machen wir das jetzt gerade auf die Härte-Tour. Ja. Ja, wobei, das ist eben auch scheiße, dort müssen wir den Alarm aktivieren. Ja, das ist jetzt fraglich, was ich hier... Nein, jetzt kommen wir viel zu nahe her.